Hey, good morning. Nu zijn we waren twee in Karkissum, Plotic. En nu zijn we bij het vierde kapitel, de derde hoofdstuk. So de derde hoofdstuk heeft ook vijf kapitels in zich. So we zijn in de derde hoofdstuk, de derde part. Eerste kapitel. Nu waar we van de tiende vrouw aanvangen. En was net als, op Engels, the law, a schoolmaster or tutor unto Christ. En op Deutsch, van Jezus als leermaster but Christus. So de tiende vrouw vangt ze zit aan. Woeder heeft God, dat volk Israël, voor Christus zijn geboorte teruggewezen. En de antwoord is, hij geeft aan dat Gesetz, durch Moses, besonders de 10 geboten, die hij op dem Berg Sinai en 2 steinige Tafeln geschreven had. So de 10 geboten had God zelfs met zijn ene vinger de 10 geboten geschreven op 2 steinige Tafeln en te Moses gegeven. Wat zijn de 10 geboten? Wat zijn de 10 geboten? En zo, dan waar we hier aanvangen, de antwoord hier, en dan gaat het naar de eerste toeval, tot de eerste gebod. En God redt al deze weer en zegt, ik zie de Heer, dien God, die uit Egyptenland, uit dem diensthuis eruitgeführt heeft. Op Engels, dat is de bondage. Wel, zie de waren in de slaverie in Egypte. So God heeft de ruit erraden. En dan zegt hij, en dit is wat je zal je nam kameren, waar je zal leven. So wat we eigen hadden, we voor Christus zien komen, wat het gezegd zegt. Amen. En so, hier zijn de 10 geboten. En de vrouw is hier, wo deed God zijn volk Israël regieren, eigen Christus. En so, dat eerste gebod is, du sollst keine andere Götter haben als mich allein, sagt der Herr. En dat tweede gebod, du sollst die kein Bildnis nach ein Gleichnis merken, nicht von wat boven im Himmel, nach von wat unten op de Erden, oder im Water unter der Erde ist, bed Sonnebilder nicht an, en dein nicht. Dan ik, de Heer, dien God, zie een eeuwiger God, in orde weer, ik geloof, afganstig, dat is mijn verstandnis, die door hem ziek, de voerders verschillen aan de kingen, wat en dat derde en vierde glied, die mij hossen, slecht leiden kan, en ik erbarmen aan veel duizenden die mij lijf hebben en mijn geboten houden. So that's what God zei to Israel, so deed hij to Israel. To de christen, dit is niet een zaak meer, dat God dat nach de kingen bestrafen, wat de derde en de vierde glied, wie de voerders zijn. Dat is niet de zaak. Dit wie Oude Testament. So veel smoelijk geloof christen, hebben een misverstandnis over dit. Maar ja, waar we weer gaan naar het derde gebod. Du sollst dem Herrn seinen Namen, du sollst dem Herrn dienen Gott seinen Namen nicht missbrauchen. Dan die Herr wordt dem nicht eingestraft lassen, die seinen Namen missbraucht. So, hier können einer noch eine schöne Unterhaltung haben. Was meint das, den Herrn seinen Namen missbrauchen? Was falsch sein? Und dann sagen, aber das von dem Herrn, nicht? Aber ja, da würde eins sein. Das vierte Gebot. Denk an den Sabbatdag, dat du dem heilig hältst. Nog waren, ik wil drie bladeren, die gedanken bij hier. Hij redt to Israël, niet to ons. We kan hier wat uit leren, ja, ik zal mij ganz zeggen. Maar hij redt niet, dat is niet to ons geredet hier als christen. Dit redt hij im oude bund to Israël. We leven als christen im nieuwe bund. Vandaan wat Jezus is gekomen. Kraaks is de eeuwig net hier weer. Voor
vom Gesetz aus Lehrmeister bei Christus, nach der Frau wie hier, wo der Gott Israel regieren, ja Christus kam. So, du wärst groß, das geht nur Israel. Amen. So, das scheint, dass wir keine klare Verständnis hier, wie das haben. Und ich wollte noch einmal lesen. So, das wird das vierte Gebot. Denk an den Sabbatag, dass du dem heilig hältst, sagst er, sollst du arbeiten und all deine Dinge verrichten, aber am 7. Tag als Gott dem Herrn sein Sabbat. Dann sollst du kein Wort tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Kirche, auch nicht dein Fei und dein Fremder, dein Banner und deine deren Ass. So ein Unterwied, so wenn der haben Menschen, die dann wie entschaffen oder wie gekommen, wenn es kommt zu den Sabbat, Israel, der soll diesen Tag nicht schaffen, keiner, nichts, was nichts. Nicht mal das Fei, ein Wort. Dann entsaß der auf der Herr gemerkt dem Himmel und der Erde und mehr und alles, was du beinen hast, und am 7. Tag deut er sich reven, du wen deut er den Sabbat sehnen und helgen. So, das ist sehr wichtig im Alten Testament und alle Bund. So, ich auch sehe, wir leben in einem neuen Bund. Ich will hier Schluss merken, so das ist von der 10. Frau von der 3. Hauptstück, 4. Kapitel, den 1. Kapitel in der 3. Hauptstück. So, das könnte vielleicht ein bisschen confusing sein, aber ich werde es durchluten. Und so, ja, das wir, wo der Gott Israel regieren, Christus kam. Und du kommst die 10 Geboten an. Amen. So, das nächste Part, wo wir wieder gehen von der 2. Teufel, das 5. Gebot. Gottes Frieden, Fried, möchte ich werden euch.